Herr Bürgermeister, Damen und Herren aus dem Schaffner Gemeinderat, liebe Vertreterinnen und Vertreter von den lokalen Assoziationen an Sportvereinen, liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Leute alle gut. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Sportkommission sind ich froh, ich heute Abend alle gut zu begrüßen für uns traditionelle Sportlerehrung. Sportler, die sich entwickeln, sich verbessern, Ehrgeiz weisen, aber das sind genau die Leute, die wir heute Abend hier ehren. Für die Flotperformancen, die sie fertig durchführen, auf seinem respektiven Niveau, für all die guten Leistungen, die sie fertig tun. Und das erfolgreicher, das Resultat, das sind aber immer nehmen, ein kleines Bild am Endeffekt von der vielen Arbeit, von dem vielen Training, der gelegt wird, den einen oder anderen Rückschlag, der muss hier geholt gehen, die eine oder die andere Tränen, die auch vielleicht mal ein muss vergossen gehen, bis sie dann zu dem erfreulichen Resultat kommt. Und als Präsident von der Sportkommission freut mich, dass auch das Jahr ganz viele Sportler und Vereine aus unserer Gemeinde sich verdient haben, heute ausgezeichnet zu gehen. Es wird also auch erfreut, von unserem Chefrat zu hören, dass Sache Sportkomplex, also generell Sache Sportinfrastrukturen, alle endlich nicht mehr Cap gemäht gehen. Für das als Athleten, die wichtig und richtig Infrastrukturen zur Verfügung gestellt kriegen, sodass sie ihrem Sport gerecht können kommen, aber wodurch mir sicherlich mittel- und langfristig auch hier an der Gemeinde auf dieser Platz werden merken, dass die Leistungen noch besser gehen. Ich will nicht mehr lange warten lassen. Ich weiß, da sind noch ganz viele hier, die lange reden nicht gerne. Ich will aber jedes Schritt weitergehen, wie gesagt, nach ein paar Merci lassen für dich natürlich und als Gemeinde. Die Menge nicht alle als Vereine, sowohl finanziell, durch den Subsid, wie auch materiell, tatkräftig und modern greifen. Die große Merci aber auch an Vereine selber und Sportlerinnen und Sportler, ohne den hier habe ich mal heute nicht hier stehen. Und das sind natürlich auch die Vereinsresponsablen, die ganz viel Arbeit leisten, für das eben hier Sportler können ihren Sport ausüben. Ich meine, ich muss ja nicht hier auf höchstem Niveau Sport machen, für Sportler zu sehen. Am Alltag sich ein bisschen bewegen, ein bisschen rausgehen, andere Leute sehen. Das sind auch sportliche Aktivitäten, auch wenn was halt das nicht unbedingt als Sport gesiegt, wie gesagt, spazieren gehen, Petanque spielen. Für allem bei Kanner ist es wichtig, dass sie sich viel bewegen, sodass sie sich gesund entwickeln, an der Schule können ruhig sitzen bleiben. Wir kämen dann nur zu der Ehrung von unseren Sportlern. Ich ging aber noch vielleicht als Bürgermeister, als Präsident von der Sportkommission und noch als Sportchef bis rückbilden. Wir können als Sportler die Diplome, die kleinen Kado und dann zu überreichen.
liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, die Damen und Herren, nur der Werder vom Präsident von der Sportkommission und aus dem Sportschaffen, meine das schwer noch etwas beizufügen. Dafür gebe ich es doch ganz kurz machen zum Schluss. Ich erlaube mir aber auch ein paar Merci zu gehen, der am Namen vom Chefrat und Sportkommission, für allem der Präsident, der G und auch der Sekretär. Mengen die viel Arbeit tun Woche die ganze Kipp von der Kommission, die einen ganz gut Arbeit gemacht hat, auch die Revision gemacht hat von dem Sportiv, von dem Reglement. Und ich meine, dass auch gut gewesen, dass man sich von Zeit zu Zeit auf die Lehre stellen und das haben sie gemacht mit aller Bravour. Und merci an meine Felicitationen, selbstverständlich noch einmal. Und ihr alle gut, die noch geeiert sind, die Diplomquoten, die seht am Anfang die Ambassadrissen, die Ambassadeure von der Gemeinde, weil den droht den Numm von der Gemeinde. Deelweis seit iwwer d Grenze vun der Gemenge reis. Und dofir grosse Merci auch von Seite vun der Gemeng fir Engagement. Und dann selbstverständlich wo Merci und all die Leute, die mat darüber bedeligt sind. Die Damen und Herren, liebe Inviten, nachdem wir den 1. November letztes Jahr das Restaurant hier angeweiht haben, sind ich heute froh, zusammen mit meinen Schaffen, dem Salmi Werner und dem Mandy Gilbert, ihr sollt ganz herzlich auf der Aufreihung von der Villa Koller zu begrüßen. Ich bin dann auch besonders froh, hier meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat zu begrüßen. Der Bürgermeister ist auf die Einzelphasen vom Projekt ergangen. Die Fertigstelle vom Restaurant, die Installieren von einer neuen Passerelle mit der Fußgängerwehr, dem Aménagement vom Parking an der Gemeinde und der Renaturierung von der Eich. Was viele angeht, fand ihr neben dem Restaurant Rez-de-Chaussee, erste Starkräumlichkeiten vom Syndikat Initiativ, den hier ein neues Thema von Tod. Des Weiteren hört auch den Foto- und Filmclub Objektiv 2000 soll für hier Material. Dort daneben stehen eine Reise zur Verfügung, wie zum Beispiel diese, wo wir uns hier befinden, wie wir als Gemeinde wollen haben, die zu füllen und zu beleben, sieht als Herr Norden Sami Werner als eine Kultur schaffen. Was die Vergangenheit von der Villa angeht, so wie auch über die Familie Koller, werden Ernie Drue ihr Stadt herno an einem historischen Rückblick machen. Die Damen und Herren, der Gemeinderat hat aus einer Sitzung vom 17. März 2015 unanim ein Devis von 3.984.119 € für die Villa gestimmt. Heute können wir noch sagen, dass der Betrag realisiert ist und dass der Moment für das, was vorgesehen war, auch kein Supplement muss gemerkt werden. Das haben als größten Teil zustande kommen, weil es der große Wunsch von der Gemeindeverantwortung war, das Ziel von diesem Haus zu erhalten. Das heißt, alles, was möglich wäre, zu erhalten und zu renovieren oder aber so neu herzustellen, ohne dass ein Unterschied zwischen neu und alt merkt. Gleichzeitig soll das Haus aber auch modern wirken und funktionell sein. Für allem aber auch Südrhein zugänglich sein, dafür ist dann auch ein Eck und das bestehende Gebäude beigesetzt gehen, für ein Lifto anzubauen. Ich soll nicht merci für die Aufmerksamkeit, ich gehe weiter und den Herrn Ernie Drue mit seinem Exposé über die Familie Koller. Merci. Ich begrüße die Schei der schönen Villa renoviert an das war dann Wohnhaus vom Koller Müller, die 1906
bis 1912 hier gewohnt hat. Den Ernie Drouet ist als große Kenner von der Geschichte über Stangeforter Schmalz und der Familie Koller bekannt. Hier hat den Inviten die nötigen Erklärungen zur Villa 4 gedrohen. Der Sami Wagner hat in seinem Ausspruch betont, wie wichtig Kultur für eine Gesellschaft ist. Und dafür ist es, und entschuldigt mal den Begriff, als verdammte Pflicht auch als politisch verantwortlich, egal von welcher Couleur, zu gucken, dass wir alles machen, für als Kultur höchst zu halten an all ihren Facetten. Wenn man die Galerie lo, weil du eigentlich eine neue Plüvalue für die Gemeinde Stangeforth, dass die heute dran abgeht, abmachen, da soll das an unserer Überzeugung eine Galerie sein, offen für alle Leute. Sowohl von außen, die können da gucken kommen, mehr auch von den Leuten, die können dran ausstellen. Sowohl lokal, national wie international Künstler. Ich meine, schon lange genug geschwärzt, aber ja, man soll mich kurz fassen. Und was der Chef sieht, durch eine halbe Mal auch. Ich ging dann, meine ich, auch zum Schluss kommen. Und ich finde die ganz feierlich, also die freiliche Nouvelle kriegt vom Bürgermeister, für alle Leute ganz herzlich dürfen mitservitieren für Rof, wo man nach die offizielle Plakette, die nur an Tantre von der Villa Koller leihen könnt, eben anzuweihen und dann anschließend nach einem kleinen Ehrewein am Namen von der Gemeinde Stangeforth eben zu invitieren. Und dann hoffen wir, dass wir einen kleinen flotten Moment mitnehmen haben. Wir los und ich merci für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt so einen Kollegen, der vielleicht eine halbe Mal wieder erzählt, wo ich für einen Witz da und dann erklärt. Den Herr Drouet hat durch die Ausstellung gefördert und dem interessierten Publikum die Einzeltableaus erklärt. Fondation Dr. Elvia Engel, die feiert hier 15 Jahre das Jahr und sie hat ihre Sitz heute zu Stangeforth und sie besteht aus 10 bis 12 Membern, die sich einsetzen für die Education und für die Gesundheit in Burkina Faso. Wir wollten 15 Jahre Geburtstag von der Fondation feiern, zusammen mit den Stangeforther Leuten, hier aus der Gemeinde oder mit den Lützeburgischen Leuten, und eben eine Kollaboration mit den Burkinabeen. Und dafür haben wir ein Programm auf die Beine gesetzt. Dieses Weekend hat man die Vernissage von der flotten Ausstellung hier. An der Ausstellung hier machen 6 Künstler mit, wo der Frankisch ja nun ein bisschen mehr über die kann erzählen. Und dann hat man einen ganz flotten Tag mit ganz vielen Ateliers und Aktivitäten, alles zum Thema Freundschaft. Wo wir ganz froh sind und auch ganz dankbar, dass so viel Schulpersonal von Stangeforth mitgemacht hat und kann er motiviert tun, für mitzumachen. Das heißt, sie haben ganz viel gebastelt und Realisationen gemacht, für Afrika-Fest zu verkaufen. Wir waren noch öfters bei sie an Schulklassen, für hin über Afrika zu erzählen, für Djembe-Atelier zu machen, eine Geschichte zu erzählen, einen Marktstand zu weisen, bisschen eben, dass sie auch von daheim Sachen kennenlernen. Die ganze Weekend war ganz flott fest, all zusammen nach dem Thema Freundschaft. Teria ist ein Wort aus der Djoula-Spruch, enger afrikanischer Spruch, der in Burkina Faso geschwärzt wird. Und Teria bedeutet Freundschaft. Effektiv gehen in Burkina Faso das erst verschiedene afrikanische Spruch geschwärzt.
Dat sind ungefähr so viele Sprachen wie Nationalitäten an unserer Gemeinde. Wir gucken effektiv auf 15 Jahre Freundschaft mit Burkina Faso zurück. Dass zu dieser Freundschaft kam, als eigentlich der Namensgeberin von unserer Fondation, der Dr. Elvi Engel, zu verdanken. Als gelehrte Medizinerin und engagierte Zoochimistin hat Dr. Elvi Engel auf ihre Reisen an Burkina Faso gemerkt, dass mehr Kind und mehr missgemerkt sind, besonders im Bereich Gesundheit, den hier Herz liegt, und das auch für die vulnerabelsten Membres von der Gesellschaft, die Frauen und die Kinder. De Schafferot huet de Scheck als Resultat vun der Personalfeier iwwerrecht, an noch Josian Mangen als responsabel vun enger Ekipp huet den Don und Fondation Dr. Elvi Engel gemach. Kader vun de Feierlichkeete vum 15. Anniversär vun der Fondation Dr. Elvi Engel hat man dann d'Idee fir engaps Spezielles ze maen, an du als d'Idee kom wüke, dats he zu Stengfurt die Supergalerie och opgängers an der Villa fir dann eng Ausstellung ze ma mat Kënchtler aus dem Burkina Faso. Dummer en Titelgesicht an du si immer op dat Wort getraff Teria, und dat ass aus der Jula-Spruch enger afrikanischer Spruch und dat techt Freundschaft. An dat Wort huet als direkt gefall, weil et besonders auch unterstreicht die 15-jährige Freundschaft am Burkina Faso verschließlich immer durch Projekten am Burkina Faso realisiert. Du hat mat Chance auch, dass d'Ambassade, die Lützebauer Ambassade zu Ouagadougou, dass déi bereet war de Patronage zu überholen, wo wir auch ganz froh drüber wären, mat der Gemeng Stengefurt natürlich zu summen. Und du hun sie uns auch konkret op der Platz geholfen, fir Kontakte zu knappen mit Künstler von der Hanne. Und d'Ambassade, was natürlich ganz praktisch war, sie hast du noch geholfen, die Kunstwerker op Plötzeburg zu schaffen, was nicht so einfach war. Die sind dann abgeholt a Rollo kommen und die haben wir danach müssen abspannen, für das sie Schönheit präsentieren. 15 Jahre Fondation Dr. Elvi Engel. Wie gesagt, wir sind eine ONG, also sitzt zu Stengefurt, und wir sind stolz, dass wir als Gründerin, das war Dr. Elvi Engel, sie war Gynäkologin zu Wolz an der Klinik, und sie hat die ganzen Projekt auf B gesetzt, das das Umgang mit einer Ackerbauschule zu Ouagadougou, an der Gegend von Ouagadougou, und da noch sie viele Projekte nachkommen im Bereich Santé und im Bereich Education. Dat war 2004. Sie hat mit Engagement und Leidenschaft hat sie mitgeholfen, den ersten Projekt auf Bein zu setzen, den sie leider aber nicht mehr mitrealieren konnte, weil sie durch eine unheilbare Krankheit von uns gegangen ist. Und das ist eigentlich auch die 15 Jahre, die wir feiern, das auch zu ihrem Gedenken. An der neuer Galerie an der Villa goufen eng Reihe Werker vu 6 Künstler aus dem Burkina Faso während 14 Days ausgestellt. Bei der aller Schmalz gouf de 15. Anniversär vun der Fondation gefeiert.
Die Damen an de Herren, es sind da ganz froh, ist auch das Jahr heute zu begrüßen am Nummer von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Schaffner Gemengerot zur traditioneller, gebe ich versuchen, Ouvertür von der Kleinbettner Kirmes. Ein Kleinbettner Kirmes sind schon gesagt, die eine gewisse Tradition schon hat, und gerade eine Tradition hat, dass Kleinbettner Musik auch immer dabei ist, für die Ouvertür zu machen. Dafür ein großes Merci auch am Dirigent, Kollege Schrupp, ein großes Merci für die Präsenz den Abend heute. Neu ist auch dann, dass Musik an der Vergangenheit schon immer den Himmelsmarsch Sonndes Mures gespielt hat. Sie wollten der Volumen oder einer, da weiß man mit der ganzen Musik gehen, sonst hat Musik sich immer abgedeelt, weil an engem Morgen ist es einfach nicht möglich, das ganz dürfen zu machen. Und da muss ich wissen, dass das Instrument, da muss ich auch dazwischen noch geschmiert gehen. Das Kinder ja auch nicht, dann hat alles in Zeit, und dafür ist das nicht möglich gewesen, an engem Morgen dann das zu machen. Sie fangen den Abend schon an am Himmelsmarsch, und zwar an der Rue du Parc, und dann die Stoßen über dabei, gebe ich so ein Rue du Chemin de Fer, Rue de Grasse, Rue de Champs, und dann selbstverständlich auch noch den Cola-Biers. Und dann Sonntagmorgen gebe ich dafür go, wie gewinnt, mit der einen Seite vom Dorf, vom Rest vom Dorf. Soweit zum Programm von der Kleinbettner Musik. Ein ganz schön Kirmes, und für schon ein bisschen an Stimmung zu kommen, gebe ich euch invitieren, op den Eierwein, den man so bis halb anhalen, für ein bisschen an Stimmung zu kommen. Voilà, lo gebe ich den Chefle später auf Steckse zu spielen, so ich messe für nur laufen, an den Schei Kirmes, ist alle gut.